Ja, hallo und herzlich willkommen zu Hour of Prayer. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns riesig, dass wir wieder einfach die Zeit miteinander haben, um zu beten. Und wir haben ein spannendes Thema heute, das heißt... Göttliche Prinzipien, so wird der Himmel real durch die Taufe. Und keine Angst, wir werden jetzt nicht eine theologische Abhandlung über die Taufe machen, sondern wir nehmen dieses Thema vom Sonntag und werden systematisch mit uns zusammen beten und auch Gott erleben. Wir haben vor diesem Hour of Prayer haben wir mit dem Team gebetet, einfach, dass wir alle, auch die Personen in der Technik, einfach, dass wir Gott erleben. Es ist ja eine interaktive Zeit, wo wir ja nicht nur Gebet in den Himmel hochschießen oder Gott Danke sagen, es ist immer ein Dialog. Es ist nicht ein Monolog, sondern Gebet ist ein Dialog. Also Gott wird auch ganz konkret zu uns sprechen und das finde ich mega cool. Susanne, wenn ich jetzt im Chat anschaue, haben wir Leute auf Oberursel, und da war ich schon einmal. Oberursel hat ein mega schönes kleines Dörfchen, denn aus Hahn, aus Salzburg, aus Paraguay und auch Leute aus Hamburg, das heißt Moin Moin, aus dem sonnigen Hamburg. Immer noch. Moin Moin. Das ist immer Moin Moin. Aus Frankendorf und genau von vielen anderen Orten auch. Ich möchte beginnen einfach mit einem Gebet, dass wir in dieser nächsten paar Augenblicken einfach Gottes Gegenwart und Präsenz einfach gewaltig erleben. Wir sind ja zugedeckt durch verschiedene Neuigkeiten, die wir jeden Tag hören in den Fernsehen, in den Medien, über Corona, Afghanistan, alle diese Themen. Aber lass uns einmal ein paar Minuten einfach Good News erleben, wo Gottes gute Botschaft uns erfüllt. Es ist nicht so, dass wir unsere Augen schließen vor der Realität, aber manchmal ist es auch wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass mittendrin in dem größten Chaos in den letzten paar Jahren einfach, Gott ist immer noch das Zentrum, er ist immer noch mein Anker und Gott ist immer noch unter Kontrolle. Das muss ich mir immer wieder sagen. Corona und auch Afghanistan haben nie das letzte Wort. Das letzte Wort gehört immer unserem Schöpfer, Gott im Himmel. Also lieber Gott im Himmel, ich danke dir für die nächsten Augenblicken, wo wir zusammen beten, auf dich hören, wo wir dich auch erleben werden. Gott, ich bitte dich einfach, gib mir Mut und auch Stärke und auch Hoffnung. Und ich bete auch ganz konkret für Heilung. Du bist ein Gott der Wunder. Du bist ein Gott, der mich begegnen wird jetzt in meiner Seele, in meinem Körper und auch in meinem Geist. Das alles, das wirst du tun. Und ich danke dir einfach, dass du wie so einen Kübel Wasser nimmst, wenn es warm ist im Sommer und über mich ergießt, wo ich einfach diese Frische, diese Abkühlung und auch das Prickelnde mit dir in den nächsten Augenblicken ganz konkret erleben darf und auch erleben werde. Und wir sagen Amen. Amen. Also, ja. Wolltest du was? Ja, logisch wolltest du was sagen. Ich habe es ja gemerkt. Hey, aber ich wollte jetzt was sagen, weil ich finde den Titel von heute, der ist ja an die Predigt angelehnt vom Sonntag, so spannend. So wird der Himmel real durch die Taufe. Und das sind so 3 Worte, die einem da, also die mir da so rausstechen. Das ist Himmel, das ist real und Taufe. Und ich finde es einfach spannend, wie die 3 Worte heute zusammenspielen und wie wir mit diesen 3 Worten heute beten können und uns ein Bild verschaffen, gerade durch das Gebet, durch die Message hindurch, wie der Himmel durch die Taufe Realität werden kann. Ja, und Leute haben gefragt, ja, wie passt dann der Titel zusammen? Es ist eben ganz ein einfaches Bild. Eben die Taufe ist nichts anderes. Man taucht unter im Wasser. Und das ist ein Statement, mein altes Leben, wo ich hergekommen bin. Man ist ja immer von einer Seite früher in der Antike in das Taufbecken hineingelaufen und hat gesagt, von da komme ich und das ist mein altes Leben. Wo man ist hineingegangen, hat sich wirklich wie gewaschen und gesagt, ich wasche mich rein von meiner Vergangenheit, von meinem alten Leben. Dann ist man wieder aufgestanden im Wasser und auf der anderen Seite rausgegangen und gesagt, und ab jetzt kann ich nicht mehr zurückgehen, weil die Taufe, das Wasser steht zwischen meinem neuen Leben und meinem alten Leben. Und in diesem neuen Leben, in diesem neuen Abschnitt ist es mein Wunsch als ein Sohn und Tochter Gottes, als Botschafter und Botschafterin einfach den Himmel auf diese Welt zu bringen. Es heißt ja, Vater, unser dein Wille geschehe,
dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und unser Job ist es einfach, den Himmel mit Gott auf diese Erde zu bringen, wo die Menschen merken, Gott ist effektiv real. Darum, dieser Titel ist eigentlich ein bisschen, wenn man das Bild der Taufe versteht, macht er total Sinn. Ja. Wenn man die Taufe nicht ganz versteht, dann denkt man, okay, was hat es mit dem zu tun? Ist ein ganz einfaches Bild. Ja, weil nach der Taufe kommt eigentlich schon ein Stück Himmel auf diese Erde. Und ich erinnere mich in diesem Moment an eine Aussage, die wir am Sonntag in der Churchbox hatten von einem sehr jungen Mann. Der hat sich taufen lassen vor ein paar Monaten und der hat gesagt, als er dann auf der Bühne stand und du für ihn gebetet hast, dann hatte er so den Eindruck, dass der Himmel applaudiert. Wow. Michi Sieber hat ihn dann gefragt, hey, und wie hat der Applaus getönt? Und er hat gesagt, man kann es mit Worten nicht beschreiben, weil es irgendwie wusste er zwar, dass es Applaus war, aber es hat so anders getönt. Und wie schön die Vorstellung, dass wir ein Stück von diesem Himmel, gerade weil wir getauft sind, gerade weil wir Söhne und Töchter von diesem himmlischen Gott sind, dass wir ein Stück von diesem Unbeschreiblichen jetzt schon auf diese Erde bringen können. Und ich finde es einfach beeindruckend, dass Gott nicht einfach sagt, so, ich mache jetzt mal eine Show, damit ihr ein bisschen Realität vom Himmel seht, sondern er will es durch uns machen. Er will dich und mich dazu gebrauchen. Und er vertraut uns das an und er traut uns das zu. Ich möchte auch 3 Bibeltexte lesen und dann werden wir wieder beten, aber das ist mir wirklich in der Vorbereitung, das habe ich noch nie so gesehen. Ich habe ein bisschen geforscht, warum lässt sich Jesus taufen? In Lukas 3, Vers 22, als Jesus sich taufen ließ, da heißt es, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Und das liest man einfach so und denkt, wow, Gott hat mega Freude, das ist ein Kompliment, wo Gott ausspricht. Aber das Setting war gewesen, das waren auch Juden, da waren auch Rabbiner um das Taufbecken rundherum. Man hat gesehen, Johannes der Täufer tauft und die Leute waren da, die wollten ja wissen, auch die Rabbiner, die Pharisäer, alle waren da, die wollten wissen, was geht da ab. Und als der Himmel aufgeht und alle hören das akustisch, hat Gott eine Botschaft aus dem Alten Testament genommen. Und dieser Satz, den Gott da zitiert, findet man eben der erste Teil in Psalm 2, Vers 7, ist hochinteressant, wo Gott, das hat man im Judentum oft gemacht, man hat aus einem Text, aus einem Satz, aus einem Buch den ersten Teil genommen und dann nach einem Komma aus einem anderen Buch den zweiten Teil und hat das zusammengesetzt. So hat Jesus auch immer gepredigt, hat immer Dinge zusammengenommen und Juden wussten, der Abschnitt, der Kontext von diesem Text. Und Psalm 2, Vers 7 kommt der erste Teil vor, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden und die Überschrift war gewesen, du bist Gottes Sohn, du wirst der Höchste, der König sein. Also als die Leute gehört haben, du bist mein geliebter Sohn, haben Leute gehört, boah, das ist der Sohn Gottes. Und er ist ein König. Und der zweite Teil kommt aus Jesaja 42, Vers 1. Ich freue mich über ihn. Und das ist auch der Geist Gottes gekommen und hat einen Auftrag in die Völker. Die Überschrift war gewesen, Diener Gottes und sein Auftrag. Und die Taufe, als Jesus sich taufen ließ, war die Botschaft, er ist Gottes Sohn und er ist ein Diener auf dieser Welt und er hat einen Auftrag. Und wenn man das so hört, macht Jesus mit der Taufe uns bewusst, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Ich möchte mit dem nicht sagen, wenn du nicht getauft bist, du keinen Sohn und keine Tochter Gottes. Weil der Mann am Kreuz konnte auch nicht mehr, neben Jesus, konnte auch nicht mehr sich taufen lassen. Ja, das möchte ich nicht sagen. Aber die Taufe ist ein wichtiges Element in der Nachfolge von Jesus. Und ich möchte jetzt mit dir zusammen einfach Gott Danke sagen, dass du ein Sohn und eine Tochter Gottes bist und du wirklich die von Gott auserwählt bist. Und ich finde, diese Sohnschaft und diese Tochterschaft Gottes, das ist dein Status. Wir alle haben einen Status, vielleicht auf Instagram oder vielleicht mit deinem, was du gelernt hast, hast du einen Status. Aber es gibt der göttliche Status, der immer bleibt und das ist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Also ich möchte mit dir zusammen einfach Gott für das Danke sagen. Also Gott, ich danke dir für den Tag, wo ich dich gefunden habe, für den Tag, wo mir die geistlichen Augen aufgegangen sind, wo ich dich erkennen durfte. Und das ist das größte Wunder überhaupt. Ich bin so dankbar, dass ich dich einfach erleben durfte, dass der Heilige Geist mir effektiv eine Offenbarung gegeben hat und geschenkt hat,
dass ich verstehen kann heute, was es bedeutet, ein Sohn und eine Tochter Gottes zu sein. Und ich danke dir, dass ich ein Sohn bin. Ein Sohn bedeutet, ich habe einen Vater. Das heißt ja, heute bin ich dein Vater geworden. Wir haben einen Vater. Und der Vater hat einen Namen, der allmächtige, allgegenwärtige und allwissende Gott, der El Shaddai, der Elohim, der Yahweh Jireh, Zidkenu, all diese Wörter aus dem Alten Testament. Und für alle diese Titel, die es gebraucht ist im Alten Testament, sagt Gott hat so viele Facetten. Du kannst Gott nicht, deinen Vater Gott, kannst du nicht in eine Schublade reinpacken. Es hat keinen Platz in einer Schublade. Gott sprengt immer wieder unsere Vorstellungskraft und auch unser Verstehen, wie etwas sein muss. Und ich sage, dein Vater im Himmel, der sorgt für jedes kleinste Detail in deinem Leben. Dein Vater Gottes, der kennt deine Sehnsüchte, er kennt deine Wünsche, er kennt deine Träume, er kennt deine Pläne, er kennt deine Ambitionen, er kennt meine Schwächen, er kennt auch meine Versagen und er kennt meine Niederlagen und kennt meine ganze Geschichte. Mein Vater kennt alles von mir. Und dennoch sagt der Vater und trotzdem sagt der Vater und dennoch sagt der Vater, du bist meine Tochter und du bist mein Sohn. Niemand und nichts wird dich jemals aus der Hand Gottes reißen können. Das ist eine Zusage. Weder Hohes noch Tiefes, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges. Nichts auf dieser Welt kann uns trennen von dieser Abba-Vaterliebe, die Gott der Vater für dich entschieden hat. Und wenn du ein Sohn und eine Tochter bist, hast du eine Stellung, wo deine Umstände und dein Versagen und was Menschen denken, fühlen und über dich ausgesagt haben, vor deinem Rücken, hinter deinem Rücken, Böses oder Gutes und auch der Feind, nichts kann diesen Titel, den Status, die Position, wo du drin bist, nichts kann dir das jemals wegnehmen. Du bist und bleibst eine Tochter und ein Sohn Gottes. Und jetzt mach dir das mal ganz kurz bewusst, was für einen Vater du hast. Wir denken dann immer sehr oft, den Vater, den wir erlebt haben, oder den Vater, den ich nie in meinem Leben hatte. Aber Gott ist der Vater aller Väter. Der Gott, der am Anfang war, der immer ist und immer bleiben wird. Und dieser Abba-Vater ruft dir zu, akustisch jetzt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Und in diesem ganzen Prozess, wo wir begreifen, dass wir Söhne und Töchter sind, gibt es ein wunderschönes Bild aus dem Alten Testament, der Auszug aus Ägypten, wo so viele Parallelen hat oder wo vielleicht schon sogar ein prophetisches Bild ist für das, was mit der Taufe passiert. Und es gibt da 4 Schritte und die wollen wir einfach ganz kurz miteinander durchgehen, weil ich finde, dass das Bewusstsein, dass wir Söhne und Töchter sind, ist so wichtig, eben gerade wenn es darum geht, dass der Himmel Realität wird, und die Taufe hat viel damit zu tun. Susanna, bevor du das erklärst, was wir jetzt euch erklären, hat mir vor vielen Jahren die Augen aufgemacht. Ich bin ein visueller Typ, oder? Man hört etwas, Taufe ist mega wichtig, aber hast du gewusst, Gott ist ein visueller Gott, der hat jeden Sinn, den man hat, von Spüren, von Sehen, von Hören, von Riechen, von Berühren. All das benutzt Gott. Und Gott ist ein sehr bildhafter Gott, im Alten Testament wie im Neuen Testament. Wenn Jesus sagt, es war ein Schaf, es war eine verlorene Münze, es war einmal der barmherzige Samariter, die Frau klopft an die Türe. Alle diese Geschichten sind Bilder, der Weinstock, die Rebe, der Töpfer. Das sind alles Bilder, das hörst du einmal und du vergisst es nie mehr. Und eben, wenn man jetzt das Alte Testament aufrollt, wie vorhin eingehen, Susanne, es ist eben so, die Posten, wo sie gewesen sind, ist eben ganz, ganz einfach erklärbar, was bedeutet Taufe, was bedeutet nicht mit Gott unterwegs zu sein, was bedeutet es, zum Glauben zu kommen, was bedeutet es, den Heiligen Geist zu bekommen. Und lasst uns das in diesem Kontext anschauen, weil Jesus rollte eigentlich das ganze Alte Testament nochmals auf. Er erfüllte es und nicht, er machte alles komplett neu. Er hat das nur genommen und nochmals erneuert in dem Sinn. Und darum, Ägypten ist das Volk von Gott, oder ist in Ägypten versklavt, ein Land, das nicht ihnen gehört. Und wir Menschen sind genauso, leben in dieser Welt, die uns nicht gehört. Wir sind vom Himmel geboren
Und da sind wir versklavt, bedeutet, ist ein Leben ohne Gott. Ein Leben ohne Gott ist nicht Ägypten das Reisedestination, sondern Ägypten steht symbolisch. Das ist nicht die Ägypter, sondern steht symbolisch für ein Leben ohne Gott. Und das finde ich mega, mega wichtig. In Römer 3, Vers 23 heißt es, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte. Also das heißt, es beginnt einmal da, dass wir alle sind getrennt von Gott. Wir alle sind Sünder und Sünderinnen. Vielleicht magst du das Wort nicht und sag, wir alle haben Fehler und Fehler begangen. Niemand ist perfekt in dem Sinne. Das heißt, wir sind geboren worden, um uns zu entscheiden, ob wir in Ägypten bleiben wollen, symbolisch, oder in das Land Kanaan gehen möchten, wo Milch und Honig fließt. Ja, und Ägypten, das beschreibt eben auch unser alter Lebensstil. Also so, wie wir vorher waren. Und was ich so schön finde, wir alle spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider. Das heißt, wir spiegeln nicht mehr den Himmel wider auf dieser Erde, weil wir Fehler gemacht haben, wie ein weißes Kleid, das beschmutzt worden ist. Das hat einfach seinen Glanz verloren. Ja. Und wir können heute, jetzt in dem Moment, einfach in einem Gebet das bekennen und sagen, ja Gott, das stimmt, ich bin schuldig geworden, immer und immer wieder. Und vielleicht fällt dir jetzt direkt eine ganz bestimmte Situation ein. Da muss man sich nicht dafür schämen, da muss man sich nicht dafür abarbeiten, um es wieder gut zu machen, sondern ein Bekenntnis reicht. Himmlischer Vater, ich habe Fehler gemacht. Und das zeigt einfach ein Stück von dieser Armut, wenn wir nicht mehr in deiner ganzen Herrlichkeit sind. Ja. Und himmlischer Vater, ich habe einen alten Lebensstil. Und es gibt Dinge, die immer wieder durchdringen. Ja. Und hier bin ich und ich bekenne vor dir, ich habe Fehler gemacht. Ja. Und ich danke dir, dass ich das einfach vor dir bekennen muss, ohne dafür verurteilt zu werden, sondern du streckst mir deine Hand entgegen und du sagst, ich habe einen Plan mit dir. Ich führe dich aus diesem Ägypten, aus dieser Armut, aus dieser Sklaverei, aus dieser Gefangenschaft. Wir alle spüren ja, dass Sünden, unsere Verfehlungen uns oft so gefangen halten und klein halten. Und ich danke dir, himmlischer Vater, dass heute auch dieser eine Bereich in meinem Leben die Erlösung erfahren darf und dieser Bereich, die Sohnschaft in diesen Bereich hineinkommen kann heute. Bruder Klaus hat das bekannte Gebet gebetet, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Und das ist Ägypten. Natürlich ein Leben ohne Gott. Und der Tag, wo ich entscheide, durch den Heiligen Geist meine Augen aufgeht, das kann man ja nicht selber machen, das ist ein mega Geschenk, by the way, ist es der Moment, wo man Ägypten verlässt. Und das Volk Gottes hat Ägypten verlassen. Und niemand musste, es war freiwillig, sie konnten auch in Ägypten, by the way, bleiben. Aber sie haben die Wunder gesehen, 10 Plagen, war 10-mal eine Machtdemonstration Gottes und jedes Mal bei diesen 10 Plagen hat Gott eine der ägyptischen Götter herausgefordert und jedes Mal war der Gott vom Himmel stärker als der ägyptische Gott. Also 10-mal hat Gott eine Machtdemonstration gezeigt und wir alle, bevor du zum Glauben gekommen bist, hat Gott Wunder in deinem Leben gemacht, wo Gott die Augen aufgemacht hat und gesagt, ich, der Gott vom Universum, bin stärker als alles andere in deinem Leben. Dann gehen sie raus aus Ägypten, sie verlassen das, mit allem ziehen sie da aus. Und jetzt kommt der nächste Schritt, das ist das Rote Meer, das ist eigentlich die Taufe, sie stehen vor diesem Roten Meer. Und du musst eines wissen, die Ägypter gingen dem Volk von Gott nahe, sie wollten sie wieder einholen. Es ist immer ein unglaublicher Kampf, wenn jemand sich taufen lässt. Ich denke immer, man geht ja in das Wasser hinein, das macht man ja beim Urlaub, man springt in das Wasser, im Swimmingpool oder was auch immer und man steigt in das gleiche Becken und plötzlich merkt man, es ist dann ein Kampf, weil der Feind lässt dich nicht ziehen, der weiß, die Taufe ist ein endgültiges Statement, wenn ich durch das Wasser hindurchgehe, dann kann ich nicht mehr zurück nach Ägypten. Das ist wie ein Siegel. Und das heißt in Kolosser 2, Vers 12, damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat.
Durch die wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraft Gottes, die ihn von den Toten auferstehen ließ. Also, das Rote Meer ging auf, es ist wie die Taufe, sie gingen hindurch, das Wasser ging zu, da waren die Feinde drin, die sind ertrunken und sie waren lebendig. Ja. Mit anderen Worten, nach dem Roten Meer gab es kein Zurück mehr in das alte Leben. Und da bist du wie versiegelt mit dem Heiligen Geist, du kannst nicht mehr zurückgehen. Und ich möchte jetzt einfach für das beten, ich möchte es proklamieren in deinem Leben, dass Gott hat deinen Namen in seine Hände geschrieben. Und man denkt oft, ja, bin ich dann errettet? Komme ich dann in den Himmel? Mein Leben ist immer noch nicht perfekt. Ich mache immer noch Fehler. Ich habe immer noch meine Themen. Ich habe immer noch meine Süchte. Ich habe immer noch Dinge bewusst falsch gemacht. Das ist ein Thema, wo wir dann darüber sprechen in der Wüste. Aber jetzt einmal bei der Taufe ist ein Statement, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Susanne, kannst du das über uns proklamieren? Ja. Das versiegelt sein. Gott hat unseren Namen in seine Hände eingraviert. Gott jubelt, Safania, jeden Tag, jeden Moment, wo er an dich denkt. Das ist crazy. Ja, und vielleicht bist du heute da und hörst zu und du hast eine ganz bestimmte Situation, wo du vor Augen hast, wo du denkst, wenn das noch nie passiert wäre. Und du bereust Dinge, du möchtest sie gerne rückgängig machen. Und stell dir vor, die gute Nachricht ist, hier steht neues Leben. Ja. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, siehe, ich mache alles neu. Ja. Wie das neu werden kann, ist nicht, dass es einfach zurückdreht und es wird ungeschehen, sondern er kommt mit seinem Blut in diese Situation hinein und er wäscht es weg und er macht es neu und er heilt und er stellt wieder her. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du gestorben bist, dass du in diesen Riss, der entstanden ist, schon damals in paradiesischen Zuständen im Garten Eden, ist eine Trennung entstanden zwischen Gott und uns Menschen. Und ich danke dir, dass du in diesen Riss getreten bist und wir haben jetzt die Möglichkeit, durch dich hindurchzugehen und wieder in die Beziehung, in die Verbindung mit dem Himmel zu kommen. Wieder in die Verbindung mit diesem himmlischen Vater zu kommen. Und jeder, der glaubt und bekennt, dass du der Sohn Gottes bist, der wird hindurchgehen, durch dieses Meer, durch dieses Wasser durch und wird zu neuem Leben auferweckt werden. Lass uns das begreifen und erfahren an unserem Körper, an unserer Seele und an unserem Geist, dass da etwas erneuert wird, dieser Neuanfang, dieses neue Leben, dass das, was tot ist, das ist vorbei. Es gibt wieder das Leben in diesen Bereichen, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir versagt haben, wo wir eine Trennung zu dir spüren. Ich habe euch im Chat drin die Frage gestellt, was hast du in der Taufe erlebt? Und es wäre mega cool, wenn du es ein bisschen reinschreibst, weil es ist immer auch man sagt es ein Praise Report, sagt man es auf Deutsch, ein Zeugnis, ein Praise heißt Juhu. Ja, es ist immer eine Ermutigung auch für andere, einfach zu hören, was du erlebt hast, was für Durchbrüche. Und es kommt natürlich auch dann immer die Frage, erzählt dann die Kindertaufe in dem Sinn. Ich bin auch als Kind getauft worden und das ist natürlich der Wunsch, ein Kind Gott darzubringen. Aber so wie ich die Bibel verstehe, war die Taufe immer eine Entscheidung, dass ich mit meinem Bewusstsein Gott nachfolge. Was natürlich dann viele Leute auch machen, sagen, okay, ich erneuere die Kindestaufe nochmals. Finde ich mega cool. Leute sagen sich, okay, ich taufe mich nochmals. Ich finde, da gibt es viele Optionen. Die Taufe ist wirklich ein Statement in meinen Augen, schon in die unsichtbare Welt, aber auch in die Familie hinein. Ich habe mich entschieden, dass mein altes Leben, mein Ägypten, mein alter Lebensstil, der ist für immer ein und alle Mal vorbei. Finde ich mega, mega cool. Was hast du denn konkret erlebt bei deiner Taufe, Leo? Ja, für mich war es ein Statement. Ich bin, wie gesagt, katholisch aufgewachsen und ich bin jetzt nicht der sagt, ja, Kindestaufe, alles hat keine Bedeutung, weil es hat eine Bedeutung, wenn man die Rituale versteht. Aber für mich war es nochmals, für mich persönlich nochmals das zu bekennen in der unsichtbaren Welt. Ich möchte aus meinem freien Willen raus
diesem Gott nachfolgen. Aber ich habe dem nicht gesagt, der Kindertaufe, das ist alles Humbug, würde ich nicht sagen. Man hat ja auch Rituale, die man macht mit den Kindern. Man hat auch den Wunsch, als Eltern ein Kind darzubringen, eigentlich, dass Gott es segnet in dem Sinn. Ich finde, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Natürlich, wenn ich jetzt das Neue Testament so lese, finde ich das nirgendwo, dass man Kinder getauft hat. Aber ich finde immer, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht immer das Kind mit dem Bade ausschüttet in dem Sinne. Aber wenn jetzt man hier so liest, haben Leute geschrieben, sie haben sich in der Wohnung als Ehepaar selber getauft, aus gesundlichen Problemen, und man das machen kann. Ja, absolut kann man das machen. Es ist ja ein Statement in die unsichtbare Welt, aber auch vielleicht an 1, 2 Menschen, wo es wichtig ist, etwas zu bekennen. Aber es ist vor allem für mich selber ein Statement, ich will um jeden Preis mit meinem alten Lebensstil mit Ägypten das beenden, in dem Sinn. Ja, da gibt es ganz, ganz verschiedene Dinge, wo Leute reinschreiben, die einen sagen, ich habe den Heiligen Geist so richtig gespürt. Also man spürt schon etwas, es geht schon etwas ab. Weil sonst wäre es kein Kampf. Kenne niemand, der sich taufen lässt und sagt, oh, alles geht easy. Es geschieht Angriffe, Anfechtungen, all das. Und das zeigt ja die geistliche Dimension, die diese Taufe hat. Weil der Feind lässt sich nicht einfach so ziehen. Weil wenn der Feind dich nicht abhalten kann, dass du gläubig wirst, dann wird er alles unternehmen, dass du nicht in der Fülle Gottes lebst. Also er wird alles unternehmen, sei es, er ladet uns Dinge auf, die wir gar nicht tun sollten, mit Stress und Problemen und Ungeduld und Zweifel, was auch immer. Er weiß schon, wie uns holen, damit wir nicht in dieser Fülle Gottes leben. Ich war grundsätzlich bei meiner Taufe enttäuscht, dass ich nichts erlebt habe, aber wenn ich zurückschaue, sehe ich einfach, dass ich eine Weiche gestellt habe. Und zwar bei uns in der Kirche war es üblich, dass man halt vor den Leuten sagt, warum man sich taufen lässt, und ich hatte solche Angst, vor Leuten zu sprechen, dass ich das Taufen einfach ganz lange hinausgeschoben habe, bis eben der Wunsch, mich Jesus ganz hinzugeben, größer war als die Angst, vor den Leuten zu sprechen. Und genau hier sehe ich heute, dass schon ein starkes Ereignis passiert ist, wo ich einfach gesagt habe, so, die Angst, das ist jetzt fertig, ich halte mein Gesicht dieser Angst entgegen und ich lasse mich jetzt trotzdem taufen. Was ich gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich mich wie neben mir gefühlt habe. Aber rückblickend muss ich sagen, damals habe ich die Weichen gestellt und mein Leben ist anders verlaufen, gerade weil ich mich entschieden habe und gesagt habe, davon lasse ich mich jetzt nicht mehr länger bestimmen. Sehr cool, jemand hat geschrieben, dass für sie war die Taufe das beste Erlebnis aus der Geburt von meinen Kindern. Jemand hat gesagt, es ist viel Last abgefallen. Jemand hat gesagt, als Baby ist es getauft worden. Und sie hat es mit einer Salbung im Erwachsenenalter wieder bestätigt. Finde ich mega, mega cool. Eben, da gibt es ganz viele Aspekte, die man aufgreifen kann, um das nochmal zu erneuern. Ja. Und genau, es ist eigentlich eine Aussage, die man in dem Sinn ja macht. In der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt in dem Sinn. Ich möchte jetzt zum nächsten Posten gehen. Also, sie haben sie ja da durch das Rote Meer, da kamen sie in die Wüste und das war eine Prüfung. Sie wurden konfrontiert mit dem alten Lebensstil, weil sie haben Ägypten verlassen, aber Ägypten hat sie noch nicht verlassen. Das heißt, der ganze Lebensstil, wo sie gewohnt gewesen waren in Ägypten, war noch immer in ihnen drin. Das heißt, an dem Tag, wo du gläubig bist, bist du ein Sohn, eine Tochter Gottes, aber dein alter Lebensstil, gewisse Muster, gewisse, sag jetzt mal, Challenges oder Süchte oder aber Abhängigkeiten, die du hast, die sind immer noch da. Und das ist das, wo Leute sagen, kann doch gar nicht sein. Jetzt bin ich zum Glauben gekommen, ich habe mich getauft, aber warum habe ich immer noch mit dem und dem Thema ein Problem in meinem Leben? Und in Epheser 4, Vers 23 bis 24 steht geschrieben, ihr dagegen werdet im Geist und im Sinn erneuert, da ihr den neuen Menschen angezogen habt, den Gott mit seinem Bild erschuf und von der Wirklichkeit, Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Also er sagt, man wird erneuert. Und in dieser Wüste von diesen 40 Jahren, sie hätten nicht 40 Jahre da sein müssen, by the way, es gab einen schnellen Weg, aber sie haben angefangen zu motzen, zu zweifeln, und Gott hat gemerkt, aha,
Ihr alter Lebensstil ist noch nicht da. Und Gott hat jeden Bereich von Sexualität, Finanzen, Vertrauen, Treue, alles getestet und wollte, dass dieser Geist, dieser alte Lebensstil rausgeht. Eben Bevor dieses Sklavendenken, dass sie ein Sohndenken bekommen. Genau. Und Martin Luther hat das ja so gesagt, wenn man sich taufen lässt, muss man den alten Adam, und er meinte mit dem den alten Menschen oder den alten Lebensstil ersäufen, weil das Aas kann schwimmen. Und wir merken, dass gewisse Themen bei uns immer noch schwimmen. Und die schwimmen wirklich ganz, ganz krass. Und das muss man eliminieren. Und was ich mega schön finde, ist, dass der Heilige Geist uns eine Offenbarung gibt von Thema zu Thema. Es ist nicht so, du kommst zum Glauben und dann zeigt er alles auf, was man verändern sollte, weil das würde niemand von uns schaffen können. Sondern der Geist Gottes deckt immer eines auf, man löst das, dann kommt das Nächste, man löst das, es kommt das Nächste, man löst das. Und Leute sagen, hört denn das nie auf? Da sage ich immer, die Güte Gottes ist so, dass er uns nur immer ein bisschen gibt, das man verändern kann, aber man wird Schritt für Schritt Jesus Christus ähnlicher. Und das finde ich ein wunderschönes Bild. Also, sie waren aus Ägypten, aber Ägypten war noch immer in ihnen drin. Und ich möchte jetzt mit dir zusammen beten, dass der Heilige Geist dir so einen Moment einfach eine Offenbarung gibt. Vielleicht gibt es gewisse Bereiche oder Themen, wo der Heilige Geist heute wie sagt, hey, jetzt wäre es an der Zeit. Ja. Und es braucht ja immer diesen göttlichen Moment, weil man sagt ja, Menschen, die abnehmen wollen von Gewicht, das kann man nicht auf Knopf drücken. Es gibt oft so im Leben so in einer Woche wie einen Moment und du merkst, jetzt geht's. Und das meine ich mit dem, Gott gibt uns auch die Kraft, im richtigen Moment das anpacken zu können. Also, Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du mein ganzes Leben kennst. Du kennst meine Gedanken, meine Gefühle, du kennst meinen ganzen Lebensstil. Alles ist dir, liegt vor deinem Tisch, also alles siehst du. Nichts ist dir verborgen. Und ich möchte dich bitten, gibt es ein Thema oder gibt es irgendetwas, wo du findest, dass das in meinem Leben jetzt sich ändern sollte? Ja. Ich möchte dich jetzt einfach bitten, ob du das jetzt live hörst oder in ein paar Tagen später das anhörst, das heißt, wie einen Moment nimmst und einfach auf deine innere Stimme hörst und mal schaust, was klingt bei dir an oder was hörst du, was fühlst du, was kommt dir in den Sinn, es geht durch den Kopf, es ist ein Wort, ein Thema, ein Gefühl. Und es klickt jetzt etwas auf, wo du merkst, dass der Geist Gottes ganz sanft, aber sehr spezifisch und bestimmt so den Finger auf ein Thema legt. Und die Bibel sagt, wir sind nicht alleine. Gott, er deckt nicht etwas auf und zeigt mit dem Finger auf dich und sagt, wie schlecht bist denn du? Wie kannst du überhaupt und du sollst und was auch überhaupt? Der Teufel klagt dich an mit dem Finger. Aber Gott offenbart etwas. Und wenn Gott etwas offenbart, liegt es offen da. Und die Bibel sagt, wenn etwas am Lichte ist, hat die Finsternis keine Kraft mehr, ist entzogen. Es ist ja, man sieht es. Und da, wo man etwas sieht und das Licht da ist und nicht im Verborgenen etwas heimlich behält, da geschieht ein Wunder, da geschieht Heilung, da beginnt der Neuanfang von einem Bereich in deinem Leben, wo Gott wirklich alles neu macht. Also, der Feind klagt an, der Geist Gottes schenkt eine Offenbarung, aber dann nimmt er unsere Hand und sagt, ich hilf dir, in dem Thema befreit zu werden. Finde ich mega, mega, mega ermutigend. Und es ist auch sehr ermutigend zu wissen, wie es da steht, dass man den neuen Menschen angezogen hat, also dass man es anzieht, das beinhaltet ja einen Prozess, bis ich am Morgen angezogen bin. Das dauert, weil ich ziehe Unterwäsche an, ich ziehe Socken an, ich ziehe Hosen oder Rock an, ich ziehe Bluse an, ich ziehe Jacke an. Das Stück für Stück
Stück für Stück. Und auch da, was am Anfang heißt, dass wir erneuert werden in Geist und Sinn. Und da erneuert, das ist ein Prozess, der das mit beinhaltet. Ja, genau. Und wie cool dieses Bild von der Wüste, das möchte ich dir einfach nochmal ganz bewusst mitgeben. Die Taufe, das ist ein Ding, die Entscheidung für Jesus, das ist ein Moment, Ja. das ist jetzt. Aber das neue Leben in Empfang nehmen, hat damit zu tun, dass wir immer und immer wieder mit dem Alten konfrontiert werden. Und das heißt nicht, dass etwas falsch läuft, sondern das heißt, da wo ich das Alte erkenne, gebe ich es ab und ich tausche es aus, damit es erneuert wird und empfange das Neue. Also Susanne, ist eben auch ein Punkt, und wir sind in dieser Wüste drin, wo Gott uns testet, und Gott testet ja uns nicht, oder es ist eine Prüfung, wie auch immer. Geht es ja nicht darum zu schauen, wie gut bist du, sondern Gott hat so viel Gnade, und 40 Jahre hat Gott Geduld. Also du musst mal 40 Jahre Geduld haben für ein Volk, für einen Bereich. Ja. In dem Sinn, logische, ja, aber das ist ja immer so, wenn du zum Glauben kommst und bist getauft, dann kommt der Frust, wieso habe ich noch all diese Challenges in meinem Leben? Du bist in der Wüste und der Geist Gottes schenkt eine Offenbarung, Woche für Woche, Tag für Tag, Jahr für Jahr, damit wir Jesus Christus ähnlicher werden. Und da in der Wüste gibt es einen Monsterfehler, wo viele Christen sich beschuldigen und sagen, wie kannst du bloß als ein Sohn und eine Tochter Gottes, wenn du ein Sohn und eine Tochter Gottes wärst, dann würdest du diese Dinge nicht mehr tun. Ja, sollte man nicht mehr tun. Aber ich tue es immer noch. Und da sagt der Paulus, ich sündige immer noch, obwohl ich nicht mehr sündigen will. Warum tue ich das Schlechte, obwohl ich das Gute tun will? Dieser Challenge zeigt uns einfach, in was für einer gefallenen und sündigen Welt wir noch immer leben. Wir sind noch nicht total erlöst. Der Himmel ist etwas, was immer noch auf uns wartet. Wir sind auf dem Weg dahin, haben mal die Koffer gepackt, aber wir sind noch nicht angekommen an dem Ziel. Genau, und weil es sich nicht immer so anfühlt, glaube ich, dass viele von uns einfach irgendwo vom Weg abgekommen sind, weil sie denken, ich habe versagt, weil es sich immer noch so anfühlt. Aber wir haben ja kürzlich das Zimmer gewechselt, und ist es dir nicht auch passiert, dass du am Anfang immer noch dachtest, du wärst jetzt in dem Zimmer, bis du wieder umdenken musst und denken, nein, ich bin ja jetzt im anderen Zimmer. Ja. Und das ist so ein Bild für mich, was passiert, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden, den alten Menschen abzugeben, dann die Automatik sagt noch, du reagierst so, aber im Inneren weißt du, nein, ich reagiere ja so. Also ich möchte ganz auf eine Frage eingehen im Chat. Danke, dass ihr fragt. Das macht das auch sehr, sehr, dass wir nicht über etwas sprechen und haben eure Fragen nicht beantwortet. Es gibt Fragen von Leuten, die sagen, kann man sich auch ein zweites Mal taufen lassen, wenn man einen Neuanfang mit Gott machen will? Meine Antwort ist ja. Ja, weil es ist ein Bekenntnis in dem Sinn. Logisch sagt die Bibel, ein Glaube, eine Taufe, aber es ist nochmals eine Erneuerung. Es ist mit dem Heiligen Geist genau gleich. Der Heilige Geist kam auf die Jünger einmal, aber dann wurden sie immer wieder vom Heiligen Geist erneuert. Und in der katholischen Kirche ist ja so, du hast das Weihwasser, du gehst hinein und da steht Wasser, das ist geweiht, und man nimmt das Wasser und sagt, ich wurde getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und auch vom Heiligen Geiste. Also in der katholischen Kirche hat man das Wasser, die Taufe, jeden Sonntag, wenn die Kirche geht, hat man das erneuert. Und meine Antwort ist ja, unbedingt, lieber ein zweites, ein drittes Mal als gar nicht, weil es spricht nichts dagegen zu sagen, ich habe vielleicht vom Glauben abgekommen, ich habe blöde Dinge gemacht, ich möchte das nochmals erneuern. Meine Antwort ist absolut ja, weil es ist ein Ritual, das dir vor allem hilft. Es hilft ja dir, zum sagen, ich kehre nochmals um von meinem alten Leben. Das ist meine Meinung. Da bin ich total einig mit dir, Leo. Und auf der anderen Seite habe ich einfach das Bild vor Augen, wenn ich in der Schule ein neues Heft bekommen habe, dann hatte ich das Gefühl, wow, jetzt gebe ich mir so richtig Mühe. Jetzt werde ich nur noch schön schreiben. Noch ein paar Seiten war ich wieder einen alten Schreibstil, und dann hätte ich am liebsten wieder ein neues Heft genommen, um es wieder gut zu machen und schön zu schreiben. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann möchte
möchte ich dich einfach ermutigen, hey, du kannst auch ohne Taufe einfach wieder zurück auf den Weg gehen und musst nicht wieder zurück auf Feld 1 und dann wieder anfangen, alles richtig zu machen. Also das ist jetzt das, was mir einfach noch in den Sinn gekommen ist. Du musst nicht wieder zurück auf Feld 1, wenn du irgendwo abgebogen bist, sondern du kannst einfach wieder drauf und dich auf den Moment berufen, wo du dich taufen lassen hast und kannst einfach sagen, Jesus, ich nehme diesen Weg wieder auf und zwar hier. Genau. Also du musst nicht wieder zurück auf Feld 1, aber du kannst dich nochmal taufen lassen, einfach als ein Statement. Ja. Dann der nächste Posten, das Land Kanaan, da kamen nur Josua und Kaleb hinein, die hatten einen anderen Geist, eine andere Einstellung. Gott hat denen mega lange die Gnade gegeben, das heißt nicht, dass sie vom Glauben abgefallen sind, by the way. Es ist mega wichtig, du denkst, okay, die haben es nicht geschafft, hat Gott gesagt, weg mit denen, wir nehmen zwei neue. Nein, aber es ist ein Bild, wo Gott hat gesagt, das Land Kanaan kann man nicht mit einer ägyptischen Mentalität einnehmen. Der Geist muss erneuert werden, damit wir verstehen, was das Land Kanaan bedeutet. Das Land Kanaan bedeutete ein Land, wo Milch und Honig floss. Ein Land, wo Gott hat gesagt, ich habe euch versorgt mit Mannabrot, aber jetzt müsst ihr aus dem etwas machen. Also der ganz ursprüngliche Schöpfungsgedanke, wo Gott zu Adam und Eva sagte, hier ist die Welt, vermehrt euch und macht was darauf, ist das gleiche Prinzip vom Land Kanaan. Gott hat gesagt, hier ist ein Land, vermehrt euch und macht etwas daraus. Und im Land Kanaan haben die Völker gesehen, die haben keinen physischen Gott, weil jede Nation hat einen physischen König oder einen Gott und die hatten gar nichts. Gott hat gesagt, ich werde euer Gott sein, euer König sein, ich werde vom Himmel her euch leiten. Also Menschen haben gesehen rundherum die Güte und Gnade Gottes. Und jetzt kommt eben mein Titel, wie kannst du den Himmel auf diese Erde bringen? Du bist eben ein Sohn und eine Tochter Gottes. Ich gehe nochmal zurück zum Anfang von diesem Podcast. Gebet besser gesagt, und du bist ein Diener, eine Dienerin, mit deiner Geschichte hast du eine Mission und eine Botschaft in diese Welt hinein. Also ich nehme ein Beispiel, wenn du sexuell missbraucht worden bist, was wirklich was sehr Schlimmes ist, dann hast du eine Botschaft an die Menschen, die das Gleiche auch erleben, wo du ihnen erzählen kannst, was Gott und wie Gott dich geheilt hat, weil diese Geschichte kann dir niemand wegnehmen. Wenn du plötzlich erklären musst, warum, wie ist die Erde entstanden und wie sieht die Offenbarung aus, kann es sein, dass du theologisch im Schwimmen bist, aber in deiner Geschichte bist du sattelfest und mit deiner Geschichte kannst du den Himmel auf die Erde bringen. Zum Beispiel, du warst drogensüchtig, niemand hat an dich geglaubt, jemand hat dir eine Chance gegeben an der Arbeitsstelle. Ich kenne jemanden in unserer Church, der hat eine eigene Firma angefangen und stellt heute nur Leute ein, die genau die gleiche Geschichte erlebt haben wie er. Gesagt, ich habe das erlebt und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Also mit dem Trost, den Gott dich getröstet hat, wirst du andere Menschen trösten können. Ja. Und du wirst so den Himmel ganz, ganz, ganz einfach auf diese Erde bringen. Heißt nicht, dass ich alles durchleben muss, damit ich eine Botschaft habe, aber ich möchte mit euch sagen, manchmal denkt man, ja, ich bin ein Salz und ein Licht auf dieser Erde, ich weiß gar nicht wie, muss ich auf die Straße gehen, um zu predigen? Nein, Gott wird Menschen über deinen Weg führen, die eine ähnliche Geschichte erlebt haben wie du. Das macht Gott. Gott connectet Menschen einfach über deinen Weg und Gott wird Menschen über deinen Weg schicken, und du sagst, ich weiß genau, von was du sprichst. Und ich habe genau das Gleiche auch erlebt. Und dann kommt aber, mein Gott im Himmel hat in meinem Leben Wunder bewirkt. Und wäre Gott nicht da, könnte ich heute nicht lachen, ich könnte nicht strahlen, ich wäre nicht mehr da, wo ich wäre, weil ich weiß, die Güte und Gnade Gottes hat kein Ende. So, und Susanna, es wäre cool, du könntest beten. Ich möchte euch noch ganz kurz eine Frage stellen im Chat und dann, genau. Ja, und ich bete einfach dafür, dass du deine Geschichte erkennst und dass du deine Geschichte umarmst. Himmlischer Vater, hier sind wir. Wir haben eine Geschichte. Und die Geschichte ist hier nicht einfach zu Ende, sondern wir haben dich heute eingeladen, in diese Geschichte zu kommen und sie umzuschreiben. Und ich danke dir, dass wir, wie es im 1. Petrus 2, Vers 9 steht, ein ausgewähltes Geschlecht sind. Du und ich, wir sind ein ausgewähltes Geschlecht. Wir sind königliche Priester, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch
uns alle aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen und gesagt, hallo, komm, Ja. komm, komm, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Und das ist unsere Berufung. Das ist meine come Berufung, on. das ist deine Berufung, das ist unsere Yes. Berufung. Mit dem, was ich mit dir erlebt habe, kann ich anderen ein Diener sein. Yes. Mit dem, was du mit Gott erlebst, kannst du in deinem Umfeld für andere ein Diener sein. Yes. Mit dem, was du erlebst, Leo, bist du für andere ein Diener. Das sehen wir, das nehmen wir wahr, Sonntag für Sonntag. Yes. Und du, mit dem, was du mit Gott erlebst und wie er deine Geschichte berührt und deine Geschichte schreibt, hast du einen Auftrag. Mit dem, was du mit Gott erlebst, kannst du anderen dienen und hast einen Auftrag darin. Und dazu bist du herausgerufen, dazu bist du erwählt Ja. und ausgewählt und gerufen. Ich habe auch im Chat gefragt, was ist dein Trost, mit dem du andere Menschen trösten wirst? Es ist nicht ganz eine einfache Frage vielleicht, Ja. aber ich finde alleine diese Frage, darüber nachzudenken, ist eben genau dein Auftrag, wie du Menschen mit deiner Geschichte eben trösten wirst. Verstehst du, Menschen mögen über unseren Glauben spotten und sagen, ach, Kirche ist doch doof, Gott ist doch sowas Altes und alle Götter sind doch ganz genau gleich und wie kannst du sagen dies und jenes? Und Leute spotten ja heute wirklich über das Christentum ganz, ganz krass und belächeln uns Christen. Ja, aber eine Sache, wo eben Menschen dich nicht auslachen können und auch nicht sagen, das ist Blödsinn, ist deine Geschichte. Es ist ja nicht so, wenn Gott dich geheilt hat von Krebs, und das ist auch ärztlich nachgewiesen, können Leute nicht sagen, ja, das glaube ich nicht, das ist Humbug, das kann gar nicht sein. Doch, es ist deine Geschichte. Die Geschichte können die Medien dir nicht stehlen, die Geschichte kann der Feind dir nicht stehlen, diese Geschichte können auch die Menschen nicht stehlen, die nicht an Gott glauben. Das ist deine Story, das ist deine Geschichte, verstehst du? Gott hat aus meinem alten Leben so eingegriffen und hat was Neues gemacht und das ist meine Geschichte. Also ich war arbeitslos, ich war Alkoholiker, ich war nicht beziehungsfähig, ich konnte nie Kinder bekommen. Dann hat meine Kleingruppe gebetet und plötzlich wurde ich schwanger. Diese Geschichten ist deine Botschaft, ist deine Message. Mit dem bist du ein Salz, ein Licht in dieser Welt und du bist ein Botschafter und auch eine Botschafterin an der Stelle von Jesus auf dieser Erde. Und manchmal machen wir das so kompliziert. Das ist deine Life-Story, deine Geschichte. Was hast du erlebt für Wunder mit Jesus? Wir alle. Und wenn du sagst, ich weiß gar nichts, dann ist das größte Wunder, dass du gläubig geworden bist, weil der Heilige Geist hat dir deine geistigen Augen aufgemacht. Und das ist das größte Wunder überhaupt. So ist es. Ey, und zum Abschluss möchte ich dir einfach sagen, wir sind Diener und haben einen Auftrag. Also wir haben gesagt, das Ganze, was du erlebt hast, wie der Himmel in dich hineinkommt und so auf diese Erde kommt. Yes. In 1. Korinther 1, Vers 18 steht, die Botschaft vom Kreuz, das, was wir jetzt gerade miteinander durchgesprochen haben, ist nämlich für die verloren gehen, eine Dummheit. Yes. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Come on. Und deine Geschichte, deine Botschaft ist eine Gotteskraft für die Menschen, die das aufnehmen, ist es eine Kraft und das ist so etwas Schönes und so wird der Himmel real auf dieser Erde, wenn wir aufstehen als Söhne und als Töchter und sagen, hey, stimmt, ich habe eine Geschichte, die ist mit Jesus Christus umgeschrieben worden. Das hat eine Botschaft, das ist eine Gotteskraft für alle, die herausgerufen sind. Und das spreche ich dir einfach zu, dass du erkennst, dass du eine Tochter bist, dass du ein Sohn bist, dass du ein neues Leben hast, dass du das alte Leben, auch wenn du damit konfrontiert wirst, dass du es ausziehen kannst und dass du eine Berufung hast über deinem Leben, die Botschaft zu verkünden, was eine Gotteskraft ist für alle, die es hören und dazu auserwählt sind. Und ich segne dich auch jetzt wirklich ganz bewusst als einen Sohn Gottes. Das ist dein Status, deine göttliche Identität. Und das hat nichts zu tun mit dem, was du getan hast oder noch tun wirst. Es hat nichts zu tun mit Leistung. Das ist deine Identität. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes.
und du hast einen Vater und dieser Vater ist unser Gott im Himmel, der allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Gott. Ich sage mir immer das wieder auf, der ist der allgegenwärtige Gott, er ist jeden Moment da, auch da, wenn ich es nicht fühle oder spüre. Er ist der Allwissende, er weiß schon Dinge im Vorfeld, wo ich keinen Plan habe, und er ist auch allmächtig, das heißt, es gibt nichts auf dieser Welt, kein Hindernis, kein Problem, keine Challenge, wo Gott am Anschlag wäre, Gott wäre total überfordert, überhaupt nicht. Und das macht mir bewusst, mein Gott hat 3 A's, allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. 3A, das ist ein Gütezeichen. Ja, yes, absolut, Triple A. Und ich sehe dich auch in der Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus, weil es gibt keine größere Liebe als der sein Leben an deiner Stelle hingegeben hat. Und es ist der größte Liebesbeweis am Kreuz, weil ein Leben zu geben ist mehr als nur ein Wort, ich habe dich gerne, er hat es bewiesen. Ja. Und du hast jemand am Kreuz, der dich nie loslässt, nie aufgibt. Also wenn Menschen ein System aufgeben, wenn Menschen sagen, ich bin so verzweifelt über dir, weil du packst es nicht und du schaffst es nicht, das mag alles sein, aber dieser Jesus am Kreuz, er lässt 99 Schafe stehen. Das geht mathematisch nicht auf. Macht man nicht in der Wirtschaft. Und geht dann einem Schaf nach und hat gesagt, das hat sich gelohnt. Und wenn du das eine Schaf bist, das macht er. Ich segne dich auch in der Kraft des Heiligen Geistes, dass du weißt, ich lebe nicht in meiner eigenen Kraft, in meinen eigenen Möglichkeiten, in meinem positiven Denken, in dem, come on, du kannst es. Der Heilige Geist ist wie so, wenn du ein Segel aufschlägst beim Segelboot, er ist der Wind und er katapultiert dich. Er ist eine Kraft in deinem Segel drin. Ich sage, dein Lebenssegel bekommt jetzt eine Kraft, eine Dynamik, einen Schub, wo du das fast nicht mehr heben kannst. Du merkst, eine Dynamik kommt da in dein Leben hinein. Und der Heilige Geist, er lehrt uns in alle Wahrheiten, er begleitet uns, er heilt uns, er tröstet uns, mein Tröster, er ist auch meine Gerechtigkeit, er steht für mich auch ein. Mit diesem Sinn und Geist segne ich dich für diese kommende Woche. Ich bete auch, dass du Corona-frei bleibst. Ja. Ich bete auch für deinen Status, wo du drin bist. Ich bete auch für Weisheit in der Regierung. Ich bete auch für die verfolgten Christen in Afghanistan. Gott beschütze sie, bewahre sie. Ich bete auch für eine Bekehrungswelle in diesem Lande, dass nicht der Feind die Herrlichkeit und die Ehre bekommt, sondern du kannst mitten in dieser Krise, wirst du Menschen schicken, die sind ein Salz und ein Licht, und Menschen sehen die Güte und den Fingerabdruck Gottes in ihrem Leben. Und wir sagen Amen. Amen. So sei es. Hey, wenn du irgendjemand kennst, wo Hour of Prayer noch nicht kennt und du denkst, es wäre ein cooles Format, bitte like es weiter, schick es weiter, verknüpfe es weiter. Das ist mir mega wichtig, weil es ist eine Gebetsstunde, die wir kostenlos anbieten, wo auch immer du bist. Das ist mega cool. Und wenn du noch nicht den ICF YouTube-Kanal abonniert hast, dann mach es auch, weil wir haben so viele coole, ganz kurze Videos, die wir schicken. Dann klingelt die Glocke und du bist daran erinnert. Ja, oder morgen Ladies Night kannst du auch dabei sein. Wir haben online, wo du dich einklinken kannst, bequem in deinem Wohnzimmer, da wo du bist. Und online können zum ersten Mal auch Männer an einer Ladies Abend sein. Ja, genau. Weil vor Corona, wenn du als Mann kamst, ging es nur, wenn du mitgearbeitet hast. Jetzt kannst du online zuschauen, niemand sagt mehr was. Also online, Corona hat auch den Männern dazu gegeben in die Ladies Celebration. Und wer weiß, Leo, vielleicht machst du dann ja das nächste Mal eine Breakout an der Ladies Night. Also sei dabei, abonniere unseren Channel, weil dann bist du immer auf dem Laufenden, wann es wieder was Neues online gibt. Bye bye, schöne Mach's Woche. Gut. God bless Tschüss. you.